Heute ist das Thema, wie löst man Konflikte? Und ich weiß ja nicht, wie du aufgewachsen bist, wie du auch mit Konflikte ganz konkret auch gelernt worden bist. In meiner Familie, wir haben nie gestritten, wir waren so eine richtig harmonische Familie, sondern man hat gedacht, du bist ein Doofkopf, aber man hat es nie gesagt und man hat immer gelächelt. Also Stimmung war wichtiger, einfach als, sag jetzt mal, Dinge auch beim Namen zu nennen. Und bis heute ist Stimmung für mich das höchste Gut, das es in meiner Familie, by the way, gibt. Wenn meine Frau ein schwieriges Thema anfängt, sage ich, Schatz, hör auf, du kriegst die ganze Stimmung. Das können wir mal später diskutieren, sagt sie, ja wann, sage ich nicht heute, irgendwann. So, wir alle sind ganz verschieden aufgewachsen, wie man Konflikte umgeht. Und ich habe eine Geschichte gelesen, und zwar ein Ehepaar ist mega stinkig, total schlechte Laune. Sie fahren Autos, werden Stunden, niemand spricht ein Wort. Und irgendwann fahren sie an einem Bauernhof vorbei und sehen Schweine wälzen sich im Dreck drin. Und dann sagt der Ehemann zur Frau, Schatz, siehst du deine Verwandten? Und sie sagt, ja, richtig, das sind meine Schwiegereltern. So, Konflikte ist etwas, man kann, das weißt du, du kannst mit einem Wort, kannst du eine Person töten, zerstören. Mit einem Blick kannst du jemanden töten und auch mit nichts sagen kannst du jemanden auch töten, by the way. Und ich möchte lieber etwas aufbauen, als etwas zerstören. Du kannst mit einem Wort, mit einem Blick und einmal nichts zu sagen, kannst du einen Menschen aufblühen lassen in die Bestimmung, die dieser Gott im Himmel hat. Und Konflikte ist nicht etwas, was man umgeht, sondern Konflikte muss man angehen, muss man lösen, damit sie auch gelöst sind. Ganz, ganz konkret. Ich möchte beginnen mit einer Frage, welcher Konflikttypus bist du? Und ich habe dazu ein paar Tiere genommen, weil Tiere sind immer niedlich und herzig. Und überleg dir mal, welcher Konflikttypus bist du? Und wenn du zum Beispiel eine Schildkröte bist und dein Mann ist ein Gorilla, kommen da zwei interessante Tiere und Dynamiken zusammen. Die Schildkröte ist mega passiv. Vielleicht bist du der Passive. Also wenn ein Streit kommt, Kopf runter, Beine rein, schön in deine Hülle und du denkst dir den Konflikt durch. Und wenn es dann irgendwann wieder vorbei ist, Kopf hoch, Beine raus und das Leben geht weiter. Mit anderen Worten, du lebst noch immer, aber das Problem hat sich nicht gelöst. Vielleicht bist du der Gorilla, der Aggressive, du sagst, jedes Problem muss sofort pronto und am liebsten auch noch emotionell gelöst werden. Ein Gorilla ist mega emotional, mega pompös, der löst das total sofort. Stell dir mal vor, dein Mann ist ein Gorilla, du bist eine Schildkröte, wow, die Probleme haben sich nicht gelöst, weil eine Schildkröte kann man nicht kaputt machen. Vielleicht bist du der Hase. Der Hase bei jedem, wenn nur schon der Konflikt in der Nähe ist, der hoppelt einfach davon. Tak, 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 und dann ist er weg. Und man hört das nicht, man spürt das nicht und er ist sauschnell. Einfach hoppelt davon. Dann gibt es den Elefant. Elefant im Porzellangeschäft. Der trampelt rein. Er spürt keine Probleme, er sieht keine Probleme und denkt, alle anderen tun so doof. Alle anderen haben einfach Probleme und er einfach ist da drin und merkt, er ist der Einzige, der kein Problem hat. Es sind immer alle anderen. Es gibt die Schlange. Die Schlange sagt gar nichts, ist auch sehr, sehr lange ruhig und macht so, zack, ein Biss und du bist tot. Der sagt ein Wort in deine tiefste Wunde. Ein Wort in deine Minderwertigkeitskomplexe, fumm, und dann ist Minderwertigkeit noch viel größer. Der kann ein Wort sagen, ganz akribisch, spezifisch, und du bist mit einem Biss tot. Und dann lächelt sie wieder und ist wieder weg. Vielleicht bist du mehr die Katze. Katze ist sehr manipulierend für alle Tierliebhaber. Katze ist überbewertet. Katze macht miau, miau, schnurr, 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 oder? Katzen können sich auch totstellen. Katzen können auch in einen Hungerstreit gehen, zum sagen, dass sie das bekommen, was sie wollen. Katzen sind sehr manipulierend. Und jetzt überleg dir mal, welcher Konflikttypus bist du? Susanna, meine Frau, hat einen ganz anderen Konflikt. Was bist du so? Also ich weiß, ich bin der Hase. Wollte ich gerade sagen. Sag doch du mal, was du bist. Ich bin der Hase. Ich sage immer, da mache ich nicht mit. Den Konflikt, ich bin draußen. Ich hopple einfach weg und sage, wo ist jetzt der Leo? Wo ist jetzt wieder hingegangen? Ich bin mega schnell, mit meiner 1,68, sehr zierlich geboren. Ich kann davon schleichen, niemand hört es, niemand merkt es und sie diskutiert alleine. Ich denke, mach noch weiter. Ich bin der Hase, was bist du? Also ich würde mich als Schildkröte bezeichnen. Ich ziehe den Kopf ein und warte, bis alles vorbei ist und dann komme ich wieder raus.
Ist auch schön. Funktioniert hervorragend, Ja. oder? Hase rennt davon, Schildkröte zieht sich zurück und wenn alles vorbei ist, kommen sie wieder hervor. Darum haben wir auch nie Streit. Wir haben noch nie Streit. Haben wir die Probleme gelöst? Nein. Wir haben sie nur aufgestaut, so wie die Steuern. Es kommt dann irgendwann, ich hoffe, irgendjemand bezahlt es dann für uns. So, Kolosser 3, Vers 13 bis 14, diesen Vers möchten wir ganz am Anfang hinstellen, wo es heißt, ertragt einander, das ist schon interessant, ertragt einander auch in der unterschiedlichen Art und Weise, wie ihr seid. Vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe, wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und es gibt also eine Sache, das ist so das Beziehungsdreieck, mit dem möchte ich ein bisschen starten, weil das ist für mich sehr, sehr revolutionär. Man hat hier Gott, man hat die Frau, den Mann, den Partner. Und was ganz, ganz wichtig ist, sehr oft hat man einen Konflikt mit dem Gegenüber. Also wenn du zum Beispiel Single bist, kannst du es auch nicht mit dem besten Freund, Freundin, sondern man hat einen Konflikt da und man beginnt das zu diskutieren. Aber dann kommt meistens auch etwas Rettung und sagt, ja, wenn du schon mal beginnst, dann habe ich auch 1000 Dinge bei dir, die mich schon lange nerven. Du merkst so, wenn man den Wald reinruft, so kommt es raus und man denkt, okay, wieso habe ich die Box aufgemacht? Nicht jeden Konflikt, den man hat, gegenseitig muss man immer ansprechen. Also ich finde nicht immer alles ist dringend wichtig, das anzusprechen, weil wenn beide lernen, es gibt Gott da oben und oft muss ich lernen, dass ich meinen Frust bei Gott platziere und Gott platziert seine Gedanken dann wieder zu mir. Was das ganz konkret bedeutet, Gott ist meine Kläranlage. Das heißt, wenn mich meine Frau triggert, das ist nur ein Beispiel, was ja nie so ist, aber wenn mich meine Frau zum Beispiel gestern triggert, zum Beispiel, war es nur gestern, vorgestern war es auch etwas. Wenn mich meine Frau triggert, ist immer so, was dich betrifft, was dich trifft, betrifft dich. Und sehr oft ist nicht das Problem meine Frau, nicht das Problem das ICF oder der Leo oder wer auch immer, sondern es gibt immer einen Trigger. Und der Trigger löst etwas aus bei mir und dann ist meine Frage, lieber Gott im Himmel, muss ich das Problem ansprechen? Muss ich das mal auf den Tapet bringen? Oder kann es sein, lieber Gott im Himmel, dass ich da etwas da habe, wo ich lernen sollte, wo es mein Problem ist? Wenn zum Beispiel du bist nicht zufrieden mit deinem Leben, du hast Minderwertigkeitsgefühle, du hast viele Dinge in deinem Leben, kann es logisch sein, dass das Gegenüber triggert so viele Dinge. Dann kann es sein, gewisse Dinge sind bei mir nicht gelöst und ich muss lernen, Gott ist meine allerbeste Kläranlage. Und eine Sache, die ist ganz, ganz schlimm, weil wir haben Erwartungen ans Gegenüber. Und Erwartungen platziere ich bei Gott. Wieso habe ich die Erwartungen bei Gott und nicht im Gegenüber? Beim Gegenüber kann ich mir Wünsche stellen. Susanne, ich wünsche mir, dass du mich am Morgen früh begrüßt mit einem 4-fachen Espresso, einmal gerüttelt und einmal geschüttelt und mit Liebe gebracht und ohne zu sagen, hier ist es. Das ist ein Wunsch, den kann man so bringen. Ob jetzt das korrekt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn ich das erwarte, und wir haben sehr oft so unausgesprochene Erwartungen, und das ist der Killer Nummer 1. Ich bringe meine Erwartungen zu Gott, weil Gott kann das handeln, lösen, auch büscheln, auch sortieren. Und es kann Gott zu mir sagt, Leo, ich höre deine Erwartungen, aber jetzt mal unter uns. Beginne du mal zuerst, deine Themen zu lösen. Und wenn du deine Themen gelöst hast, ist das Gegenüber gar kein Thema mehr. Merkst du? Also die Instanz bei Gott ist für mich das allererste. Gott klärt meine Motivation, meine Gefühle, meine Gedanken. Wenn wir das nicht lernen, habe ich zu schnell einen Konflikt gegenüber, was ich noch gar nicht austragen muss. Viele Konflikte sind unnötig, weil man es nicht mit Gott gesprochen und auch geklärt hat. Susanne, das Gleiche ist natürlich auch bei der Frau. Wenn die Frau nicht mitmacht, schön gemalt, wow. Ja, genau so ist es. Also auf der einen Seite sind die Erwartungen, aber für mich gilt es genauso. Ich kann auf der anderen Seite, und da steht Enttäuschung, das wird jetzt tricky, so zu schreiben. Enttäuschung, ja, falsch geschrieben. Es ist komplett falsch geschrieben, aber komplett richtig gemeint. Ich als Legastheniker sehe keinen Fehler. Siehst du keinen Fehler? Okay. Ich sehe nur also, gelb. Das ist
Die Enttäuschung ist genau das, was, wenn die Erwartung nicht eintrifft auf der anderen Seite und da ist ein Spagat dazwischen, das ist die Enttäuschung. Die Erwartung trifft nicht ein, die Realität auf der anderen Seite und das ist die Enttäuschung. Und wie oft habe ich profitiert, dass ich die Gefühle, die aus der Enttäuschung, die in dieser Distanz drin sind von Realität und Erwartung, dass ich die Gott abgeben konnte. Dass ich das nicht Leo auslassen musste. Meinen Frust, meine Wut, meine Enttäuschung, meine Traurigkeit. Wo sollen denn die Gefühle hin? Gott ist unsere Kläranlage. Ich kann das zuerst mit ihm klären. Und eine Kläranlage hat zur Folge, dass alles reingeht, aber nicht mehr alles rauskommt. Sondern das rauskommt, was ich dann eben mit Leo in einem guten Moment ansprechen kann. Also das schien jetzt mega einfach zu sein und vielleicht auch logisch zu sein, aber ich möchte euch Folgendes sagen. Wenn du nicht jeden Tag, sag jetzt ganz bewusst, dass direkte Sprache ist, okay so? Direkte Sprache, die meisten kommen aus Deutschland, direkte Sprache. Der Schweiz sagen, ich würde mir gerne wünschen, ihr würdet. Nein, wenn du nicht lernst, jeden Tag mit Gott dein Herz zu prüfen, dann lässt man so viel Müll aus beim Gegenüber, wo gar nicht das Problem ist. Und ich sage euch, die stille, interaktive Kläranlagezeit mit Gott ist so ein Schlüssel, wo Gott mein Herz immer wieder reinigt und sagt, Leo, du hast ein Problem, du liegst falsch, es sind deine Emotionen, es ist dein Minderwert, es ist dein Stolz, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht gehört, du wirst nicht wahrgenommen. Und wenn ich das beginne, mit dem besten Freund Instanz zu lösen, wird es hier unten in der Konflikt, sage jetzt mal, die Hälfte ist dann plötzlich gelöst, weil der Challenge ist ja bei mir. Darum, meine Erwartungen bringe ich zu Gott, Gott büschelt das und meine Enttäuschungen lege ich auch ab bei meinem Gott im Himmel, weil Enttäuschungen bedeutet, ich wurde getäuscht im Bild, wo ich über dich hatte. Und man wird zum Glück enttäuscht, weil niemand ist ein Superman und Superwoman, sondern wir sind Menschen mit Stärken und auch mit Schwächen. Und Erwartungen bedeutet, ich habe Erwartungen an die Zukunft, was meine Frau und ich performen müsste. Und schon da hat man wieder völlig unrealistische Ansätze dann wieder ausgewählt. Darum dieses Beziehungsdreieck finde ich einfach. Und dennoch, es ist einfacher, als es aussieht, man muss es auch umsetzen und diese Zeit mit Gott auch zu investieren. Wir möchten ganz praktisch jetzt so in ein paar Punkte gehen, wie kann man Konflikte lösen. Und ich möchte mit dem ersten Gedanken beginnen, ich mache den ersten Schritt. Und den ersten Schritt zu machen, hört sich auch wieder so einfach an. Es ist mega schwierig, weil wenn das Gegenüber dich enttäuscht und verletzt, dann zieht man sich zurück und sagt, ja, mach nicht den ersten Schritt. Ja, sie hat's verkackt und er hat das gemacht und er muss den ersten Schritt machen. Stell dir mal vor, Gott hat gesagt, okay, ich schicke Jesus nicht auf die Erde, ihr müsst den ersten Schritt machen. Gott war immer aktiv. Gott kam uns zuvor. Nicht wir haben Gott geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben Gott gefunden, er hat uns gefunden. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze. Gott ist uns nachgegangen, bis er uns gefunden hatte. Und das allererste, was ich spreche von mir, sagen muss, Leo, tu nicht eingeschnappt, sei nicht kränklich, du bist ein Mann, du machst den ersten Schritt, egal ob sie den Schritt macht oder nicht. Wenn du nicht den Schritt machst, du öffnest eine Türe für den Feind. Der Teufel kommt rein. Und weißt du, was der Teufel macht? Er nervt sich über das Gegenüber. Denkst plötzlich, ich habe jemand Besseres verdient. Und ich habe schon 100-mal angesprochen und es bewegt sich wie eine Schnecke, keinen Millimeter. Und wenn, super slow. Und es kommen Gefühle hinein und es kreiert eine Distanz. Im Feind ist es egal, wie eine Distanz entsteht. Hauptsache, es entsteht eine Distanz zu deiner Frau, zu deiner Small Group, zu deiner Church, zu deinem Pastor. Wenn man Dinge nicht ausspricht, es entsteht etwas unglaublich nicht Schönes in unserem Herzen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst zu gewissen Leuten sprechen, die sind so verstritten. Und beide sitzen in der Ecke wie beim Boxkampf und niemand kommt aus der Ecke raus. Irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Es geht nicht darum, dass du gewinnst. Es geht darum, dass beide gewinnen. Und ich finde es wunderbar, die Bibel hat einen Bibelvers, den hast du schon 100-mal gehört, aber es gibt einen Vers oder ein Wort, das man sehr oft nicht beleuchtet. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit. Besonnenheit heißt auch Disziplin. Ich habe die Disziplin zu sagen, ich mache den ersten Schritt. Vorhin war eine Frage aufgekommen, als wir ein bisschen unsere Gesichter mit Make-up gemacht haben. Ja, bis wann sollte man am Abend streiten? Sollte man am Abend spät noch Themen anwerfen? Bis 9 Uhr oder nur bis 8 Uhr, bis 10 Uhr? Ich sage nur Folgendes, die Bibel sagt, du darfst die Sonne nicht untergehen lassen über dem Streit. Ist Streit im Haus, geht man nicht schlafen, weil du stehst so wieder auf und du hast eine schlechte Nacht gehabt und die Distanz wird größer. Ich sage, man muss nicht alles besprechen am Abend, aber man lässt die Sonne nicht untergehen in einem Streit. Es wird nicht besser, sondern es wird am nächsten Tag sogar noch schlimmer. Okay? Zweitens, lass mich ausreden und ich höre dir zu. Weil in einem Konflikt gibt es mega viele Emotionen. Konflikte sind sehr oft mehr Emotionen als eigentlich Sachlichkeit. Da kommen Frust und eine Enttäuschung und Erwartung und alle diese Themen kommen davor und es ist immer mega emotional. Du musst einen Satz dir merken. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Je mehr du verletzt worden bist und du hast es nicht gelöst mit Jesus, wirst du grausam in einen Konflikt hineingehen und du schaust natürlich immer, dass du am Ende als Gewinner rauskommst. Man muss die Emotionen wirklich unten halten und ich sage das ganz, ganz bewusst. Man sagt dann Dinge, die man später nie mehr einholen kann. Also ich sage bei meinen Worten, mein Mundwerk ist sehr lose, ja? Aber ich habe mich noch nie vergriffen in meiner Wortwahl zu meiner Frau. Weißt du warum? Sie ist mein bester Freund. Wenn ich es mit ihr verkacke, dann habe ich Probleme und ich kann gewisse sagen, ich habe es mal nicht so gemeint. Und die Bibel sagt, wir müssen unsere Emotionen runterhalten. Jakobus 1, Vers 19. Seid sofort bereit, jemand zuzuhören, aber überlegt euch genau, bevor ihr selbst redet. Hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Ja, für die einen sagen, Leo, dieser Bibeltext ist für mich kein Problem. Ich bin der Schweiger. Es gibt auch Leute, die sprechen nie über die Gefühle. Das ist ungefähr die Hälfte. Denen muss man sagen, komm mal raus aus deiner Komfortzone. Bring mal den Fisch auf den Tisch. So, ich habe auf Social Media diese Woche einen Clip gesehen und der hat mich daran erinnert, dass man manchmal in einem Konflikt auch Dinge richtig machen kann und dennoch ist es falsch. Hier ist der Clip. Hier, Schatz, Blumen für dich. Schatz, Ja? du hast mir gerade nur Blumen gekauft, weil ich dir gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Aber ich möchte nicht, dass du mir Blumen kaufst, wenn ich dir gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Weil dann will ich die nicht, weil ich dann weiß, dass du mir Blumen gekauft hast, weil ich dir gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Verstehst du das? Nee. Am besten, wenn ich dir einmal sage, dass ich Blumen haben möchte, wartest du ein paar Wochen und dann kaufst du mir Blumen, damit ich nicht mehr weiß, dass ich dir das gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Verstehst du es jetzt? Willst du jetzt die Blumen, ja oder nein? Ja. Tja, was soll man dazu sagen? Frauenlogik und manchmal tut es einfach gut, wenn man solche Dinge mal von außen sieht, oder? Wenn es dann nicht ganz so emotional bei einem persönlich zu und her geht. Und in Konflikten geht es einfach darum, dass man miteinander redet. Und es gibt sozusagen eine Klassikergeschichte oder ein Klassikervergleich, der das darstellt. Und zwar sind da zwei Köche. Gehen wir jetzt mal davon aus, es sind zwei Männer. Zwei Köche, sie wollen eine spezielle Speise kochen und sie brauchen dazu 5 Eier. Das Problem ist, es sind 2 Köche und 5 Eier. Und sie können das nicht kochen, wenn sie nicht diese 5 Eier haben. Ein Kompromiss zu machen ist nicht immer die Lösung. Das fand ich extrem spannend, wenn es darum geht, um Konflikte in einer Beziehung. Ein Kompromiss ist nicht immer die Lösung. Also die beiden Köche, der Kompromiss, die Eier einfach aufzuteilen, der eine 2, der andere 2 und das letzte, das teilt man in 2, das geht nicht auf. Was in dem Fall die Lösung war, dass sie miteinander gesprochen haben. Ja, was wollen sie denn kochen? Der eine wollte Mayonnaise machen,
Da braucht man ja nur das Ei gelb. Und der andere, der wollte, auf Schweizerdeutsch sagt man Meringue-Schale oder Baiser oder so heißt das auf Deutsch, wollte das machen und er braucht nur das Ei weiß. Wie cool, dass sie nicht einen Kompromiss machen mussten, sondern einfach darüber sprechen, was genau der Punkt ist und beide konnten ihr Menü machen. Lass uns dieses Bild nach Hause nehmen, egal ob du verheiratet bist oder irgendwo, wir haben alle mit Menschen zu tun und darüber sprechen ist oft die bessere Lösung, als einfach Kompromiss zu machen. Ein weiterer Punkt, der in das hineingeht, ist, dass eigentlich in Konflikten es besser ist, wenn man Versöhnung anstrebt, anstatt eine Lösung. Auch wieder ein Klassiker, wenn Leo zu spät kommt, dann halte ich ihm vor, er ist zu spät abgefahren. Wenn ich zu spät komme, dann war es der Verkehr. Es hatte zu viel Stau. Es ist doch einfach ungerecht. Und wenn man eine Lösung sucht, dann versucht man das Ganze einfach so funktional zu lösen. Man versucht, dass es wieder funktioniert, aber die Ehe ist mehr. Beziehungen sind mehr, als dass wir einfach funktionieren. Beziehungen haben diese Intimität und den Faktor Liebe, der es beinhaltet. Und deswegen ist Versöhnung viel größer. Weil die Lösung, wenn er zu spät kommt und einfach zu spät abgefahren, das ist so sachlich, das ist so funktional. Versöhnung bedeutet, ich vergebe. Ich habe Verständnis für den anderen. Und es schafft einen Neuanfang. Es schafft so viel mehr Raum. Und das ist das, was ich uns allen wünsche und was x-mal in der Bibel steht. Wir haben eine Kraft, genauso wie wir es bei diesem Dreieck sehen. Wir haben eine Kraft zur Verfügung. Das ist die Liebe von Gott, die ausgegossen ist in mein Herz, die ausgegossen ist in sein Herz. Wir haben diese Kraft der Versöhnung, die Raum, die Verständnis schafft und die einen Neuanfang ermöglicht. Ein nächster. Es ist eben so, ich komme zu spät, und es hat einen Grund, weil man hat neu überall 30er-Zonen aufgestellt. Na, hör mal auf mit dem Scheiß. Du kannst doch nicht die ganze Welt in eine 30er-Zone umwandeln. Ich fahre noch Motorrad. Aber du hast eine interessante Erklärung, wieso dann du zu spät bist. Ja. In Zürich hat es ja gar keinen Stau, weil das App sagt ganz genau, wo sind die Schleichwege. So, anderes Thema. So, das nächste. Man verzichtet auf Gleichartigkeit. Das kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und den kannst du da nicht nur nehmen bei deiner Frau, auch bei deinen Kindern. Viele Eltern wollen aus den Kindern etwas machen, zu dem sie gar nicht geboren worden sind. Viele Kinder müssen studieren, weil die Eltern sie drängen und zwängen, um zu studieren. Und man drückt dann Kindern, eine Frau, einen Mann in das Bild, dass du gerne hättest, wie deine Frau aussieht. Und wir haben gestern, hatten so eine Diplomfeier und meine Frau hat sich mega schön angezogen. Also sie hat sich mega in ihren Möglichkeiten, das beste Kleid ever. Und wir laufen da durch die Stadt durch. Ich habe dann das angezogen, was sie mir gegeben hatte. Dann sagt sie mir irgendwann, gell Leo, was ich anhabe, gefällt dir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss zu dem ja gar nichts antworten. So haben wir gesagt, Schatz, du hast dich schon immer so angezogen, dass dir gefällt. Sie sagt, stimmt, jetzt wo du sagst, ich hab's vergessen. So, und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe ein Bild, wie ich mir eine Frau vorstelle, wie sie angezogen ist. Und meine Frau erfüllt das seit Jahren nicht. Na, let's talk about it. So, ich lebe in einer nicht perfekten Ehe. So, und irgendwann habe ich gemerkt, das ist Susanna, ob es mir passt oder nicht, auch wenn es sich noch so Mühe gibt, es wird nie in diesen Raster passen, den ich in meinem Bild habe und umgekehrt erfülle ich natürlich alles, was sie sich vorgestellt hat. Nee, Das ist so, das müsst ihr hören. Er hat sich heute Morgen extra umgezogen, weil ich nicht einverstanden war mit dem Oberteil. Hut ab, Leo, Hut ab. Ich hatte so ein Hollister mit so Blumen, sagt sie, wie im Urlaub. Ich gesagt, ja, that's my life. So, also, ich möchte ganz kurz erklären, eine Sache, und ich möchte jetzt ein bisschen tief gehen. Man muss eine Verzichtserklärung unterschreiben. Und ich habe da 2 Punkte, das auf der Leinwand aufgeschrieben. Eine Verzichtserklärung bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, du musst unterschreiben, sondern ich muss
meine Frau, meine Kinder, auch die Church. Wenn Leute sagen immer, ICF Zürich ist genau so, wie du das willst, Leo. Sage ich, nein, so ein Blödsinn. Es ist maximal 20%. Weil ich habe Leute angestellt, die machen es völlig anders und ich verstehe das gar nicht. Ich möchte einfach sagen, wenn oft Leute sagen, es ist alles genauso, wie du es willst, vergiss den Fisch, gar nicht, sondern man muss eine Verzichtserklärung unterschreiben. Das Erste, was du sagen musst, und es ist jetzt ein ganz tiefer Punkt, du darfst anders sein, auch anders, als ich es will, und das gilt. Und jetzt trage ein, wo darf das Gegenüber anders sein, und du entlässt die Person aus deinen Vorstellungen. Und das ist im Fall ein Gamechanger. So, meine Frau, sie reist nicht gerne. Reisen bedeutet für sie Burnout. Nicht reisen bedeutet für mich Burnout. Wir haben 2 Burnout-Probleme. Ich kann reisen, ich möchte nicht mal ein Zuhause haben. Als wir noch keine Kinder haben, haben wir gesagt, wieso haben wir eine Wohnung? Wir bezahlen Wohnung, für was? Lass uns ein Bett irgendwo aufstellen in der Stadt. Wir brauchen nicht mehr. Wir sind total verschieden. Ich musste lernen, meine Frau ist anders. Wir haben alles versucht beim Reisen, es funktioniert nichts. Und ich muss einfach sagen, okay, ich entlasse sie aus dem Reisen. Du kannst den Pace gehen, den du willst, und ich versuche irgendwie das wieder zu lösen. Hört sich jetzt mega romantisch an. Das sind ganz, ganz tiefe Punkte. Wo muss das Gegenüber loslassen? Es kann sein, dass ein Bild, das du hast. Wir spielen zusammen Golf. Nee, sie ist dir zu doof. Und ich finde es total interessant. Ich sage, dann träg doch meine Golfschlägel. Ich sage, spinnst du? Ich habe 1000 Beispiele gebracht, was mir auch nützlich wäre. Sie ist auf nichts eingegangen. Also ich habe das loslassen. Wir werden nie zusammen Golf spielen. Ja, dann ist das halt so. Spiele ich halt alleine Golf. Ich habe sie losgelassen, umgekehrt auch. Das Zweite ist, ich lasse dich frei in das Bild, das Gott von dir hat. Gott hat ein Bild über meine Frau. Meine Frau, dass sie angezogen ist, wie sie will, sagt euch allen, scheiß drauf, was Leute denken. Das ist eine Botschaft. Meine Frau ist es so egal, ob das in ist oder out ist. Sie sagt, so wie auch immer. Das ist eine Botschaft. Ihr ist es egal, was Leute denken. Ja. Sie kann im Zug aufstehen und sagen, Shadala, Bundra, Karalaba, Shudibi. Und macht eine Erweckung, ist egal, was Leute denken. Weil sie sagt, ja, ich schäme mich nicht für Jesus. Und immerhin hören Leute über Jesus. Und ich hab sie freisetzen dürfen in ihre Stärken. Und sie hat einen Mann geheiratet, der ist völlig normal. Sie muss mich auch loslassen, weil ich passe auch in kein Schema. Dann, es gibt eine Absichtserklärung. Ich akzeptiere, dass das Gleiche anders erlebst als ich. Also ich und meine Frau, wir leben Jesus anders, auch die Church anders, völlig anders. Das sind 2 komplett verschiedene Geschichten. Ich stehe zu meiner subjektiven Wirklichkeit. Ich habe auch eine Wirklichkeit, die sehe ich so. Also wenn ich manchmal Dinge erzähle, wie ich es erlebt habe, sagt meine Frau, interessant. Das ist meine Wahrnehmung. Ist jetzt die richtig? Ja, für mich ist es meine Welt. Und sie sieht Dinge vielleicht ein bisschen sachlicher. Das ist einfach normal. Ich versuche, deine Sichtweise zu verstehen. Das ist, ich versuche, mich in den Fußstapfen von meiner Frau hineinzufühlen. Und ich merke plötzlich, ist eine ganz andere Geschichte. Und was ich mit dem allen sagen möchte, es ist so entscheidend, dass wir lernen, dass Gott ist meine Kläranlage, dass ich mein Herz spiegeln lasse bei Gott. Und wenn es Dinge gibt, spreche ich die an mit Würde, mit Respekt. Und ich möchte, dass das Gegenüber gewinnt. Und ich ende mit dem allerletzten Punkt. Und der ist entscheidend. Gottes Segen erbitten wir. Bete immer wieder für den Segen Gottes. Bete für deine Finanzen. Das machen wir wie Weltmeister. Bete für deine Sexualität, und da haben wir schon Scham. Ich sage immer, das ist genauso wichtig, dass Gott uns hilft, in der Performance uns zu entwickeln. Man macht ja die Performance bei den Finanzen, entwickelt man uns, oder? Amen? Sind wir so ruhig? Amen? In der Sexualität muss doch die Performance auch besser werden. Und Gott kann dir dabei helfen. Ist jetzt, meine ich im Ernst, wir beten für alle, aber oft haben wir Scham, weil Gott ist ja immer live dabei. Und Jakobus 4, Vers 2 bis 3, es gibt kein Thema, für das ich nicht bete.
Ich habe bei meinen Kindern, ich habe es letztes Mal gesagt, ich habe meine Hände aufgelegt auf die Zähne. Ich habe jeden Zahn gesegnet, gesagt, du bekommst kein Karies und du wirst gerade. Und ich gewusst habe, dieses Gebet spart mir Zehntausende von Schweizer Franken. Wenn du nicht betest für die Zähne, dann werden sie wachsen, wie sie wachsen. Kreuz und quer. Bete für jedes Thema, ist mein Punkt. Bete für die Zähne. Bete für deine Sexualität. Bete für die Finanzen. Bete, dass mein Herz bei Gott bleibt. Jakobus 4, Vers 2 bis 3. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Das ist interessant, du kannst debattieren, solange du willst. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr bittet, dann wird er euch nichts geben. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und ich möchte enden mit diesem Bild. Darum brauche ich dieses Dreieck. Ich muss mein Herz bei Gott spiegeln, klären, reinigen. Und dann kommt das Reine hinein. Und ich kann dem Gegenüber begegnen auf Augenhöhe und auch mit Liebe. Man sagt, eine betende Beziehung ist auch eine Beziehung, die bleibt. Und ich möchte enden mit einem Gebet für uns alle, weil ich weiß, Konflikte ist ein Riesenthema. Und man kann oft gewinnen und das Gegenüber verliert. Aber ein Konflikt ist immer so, du gewinnst, ich gewinne, wir gewinnen zusammen. Lass uns zusammen aufstehen und bist du verheiratet, Freundschaft, Partner, dann nimm die Hand. Und Vater im Himmel, da sind wir vor dir. Wenn ich ganz ehrlich bin, du siehst, mein Herz ist manchmal so kompliziert. Meine Gefühle, die drehen manchmal durch. Und manchmal weiß ich selbst nicht, wo ist oben und wo ist unten. Und ich brauche diesen Anker. Jesus, sei du mein Anker. Ankere du meine Seele. Ankere du meinen Geist und auch meinen Körper. Und ich möchte auch sagen, es tut mir leid, wo ich Dinge im Effekt, im Zorn gesagt habe, wo ich wie nicht mehr rauskomme aus dieser Ecke. Es tut mir aber auch leid, da wo ich Dinge verschwiegen habe, da wo ich nicht den Konflikt in die Augen schaue und ich mich dem stelle. Und ich bin nicht zu stolz, um zu sagen, Vater im Himmel, ich habe gesündigt vor dir, vor meinen Mitmenschen, aber auch in meiner Ehe. Ich habe so viele Dinge unnötig zerstört, weil ich mit meinem Leben nicht zufrieden bin, wie es läuft. Und habe es projiziert auf das Gegenüber. Und ich entlasse das Gegenüber in einer Verzichtserklärung. Und ich lasse dich los in die Hände von diesem Gott im Himmel. Ja, und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du für mich, für jeden von uns Segen bereit hast. Und Segen bedeutet eine Kraft, die für mich arbeitet. Eine Kraft, die in die gleiche Richtung wie ich arbeite. Und ich danke dir, dass wir diesen Segen empfangen, jeder persönlich, für mich, für mein Umfeld, für meine Beziehungen, wo ich drin stecke. Danke für diese Kraft, für deine Kraft, Vater. Ich nehme sie und ich will sie gebrauchen und einsetzen. Ich möchte auch da beten, wo eine Ehe wie dem Tod geweiht ist, wo du keine Perspektive mehr siehst. Es ist abgestanden, es hat sich abgelebt, es hat sich auseinandergelebt. Es fühlt sich so weit weg und ich bitte dich, Vater im Himmel, wenn du den Lazarus, der tot war, 4 Tage im Grab, schon eingewickelt, vielleicht hast du schon innerlich die Scheidung unterschrieben. Vielleicht hast du schon innerlich bist du ausgezogen. Da, wo du wirklich diesen Lazarus in das Grab gelegt hast, da was tot ist, du hast ihn schon eingewickelt. Den Stein vor das Grab gerollt. Es ist erledigt, es ist nur noch die Frage der Zeit. Vater im Himmel, du kannst diesen Lazarus-Ehen, diesen Lazarus-Familien, kannst du sagen, steh auf. Komm hervor und du kannst Herzen wieder schlagen lassen. Du kannst Dinge, die so verhockt sind, wieder weichklopfen.
was unmöglich erscheint. Ich bete auch da, wo Kinderwünsche im Raum sind, da wo Menschen sich sehnen nach einer Partnerschaft, die vielleicht Single sind, nicht entschieden, sondern einfach, es hat sich so ergeben. Ich bitte dich, Vater im Himmel, berühre unsere Fruchtbarkeit. Und die Welt ist nicht zu voll, dass es nicht noch Kinder bräuchte. Mach uns fruchtbar. Segne mein Leben. Verbinde mich mit Frauen und Männern, die zu mir passen. Du bist ein connectender Gott, eine Türenöffner Gott. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. Gott bless you und ciao zusammen.